Und das hat mich damals so unglaublich im Herzen berührt und zum Nachdenken gebracht. Ich habe da Bundesliga-Profis gesehen, ja, die ich aus dem Fernseher kannte, die Tränen in den Augen hatten. So hat es damals ausgesehen, wenn der Manuel Bühler in Aktion war in der Bundesliga bei 1860 München oder auch beim 1. FC Nürnberg. Heute sieht sein Leben ein bisschen anders aus. Er ist unterwegs mit Fußball, mit Vision, also Fußball immer noch ein starkes Thema bei ihm. Aber was hat es mit dieser Vision genau auf sich? Da fragen wir ihn direkt selbst. Hallo Manu, eben mit Vision, da ist nicht gemeint die Strategie, wie komme ich zu mehr Titeln im Fußball und so weiter, wie das die Trainer und Manager so vielleicht beschäftigt, sondern was ist gemeint mit dieser Vision? Ja, wir kommen alle im Endeffekt aus dem Fußball. Ich muss so viel sagen, ich bin selber ehemaliger Fußballprofi, habe beim 1. FC Nürnberg und bei 1860 München gespielt. Und in dieser Zeit habe ich irgendwann auch zum persönlichen Glauben an Jesus gefunden. Und der Glaube, der war erst für mich lange Zeit uninteressant, vor allem in jungen Jahren. Und über ein paar Fußball-Connections dann unter anderem C. Roberto, der so mein Kindheitsidol war, bin ich damals in so Fußballer-Gottesdienste eingeladen worden und damit auch Kontakt bekommen zu verschiedenen Spielern, die gläubig sind. Und das hat dazu geführt, dass ich selber dann im Laufe der Zeit ja zum Glauben gefunden habe. Und nachdem ich dann mit Mitte 23 meine Karriere leider recht früh beenden musste wegen einer längeren Verletzungsphase, habe ich dann erst nicht gewusst, was ich machen soll. Und Gott hat es dann so geführt und mir aufs Herz gelegt, dass ich ja mit meinen früheren Freunden, die ich aus dem Profifußball noch kannte, die auch gläubig sind, eben das Projekt Fußball mit Vision starten durfte. Und im Endeffekt sind wir eine Bewegung, die aus dem Fußball kommt, aktuelle und ehemalige Fußballprofis, die ja den Glauben und den Fußball, diese zwei Leidenschaften verbinden und mit der Vision, dass Profifußballer Jesus kennenlernen dürfen, dass sie im Glauben wachsen und dass sie dann auch gemeinsam diese Plattform des Fußballs, die Gott ihnen schenkt, auch nutzen können, um auf ihn hinzuweisen und ja, einfach ein Zeugnis für Mhm. ihn zu sein. Mhm. Ja, genau. Und meine, wenn du vorhin schon nur in diesem so Kurzbericht eigentlich von deinem Weg natürlich auch den Se Roberto angesprochen hast, da einige werden sofort sagen, ah ja klar, das ist so diese Generation, wo ich sehr nah Bundesliga verfolgt habe. Also Lothar Matthäus oder Matthias Sammer und all diese, und von uns natürlich der Stefan Chapuisat mittendrin, also der Schweiz war so ein bisschen da. Und da möchte ich schon noch ein bisschen genauer wissen, wie hat es dich da mit reingenommen oder was war denn das Erlebnis spezifisch jetzt bei dem Se Roberto? Ja, also ich wurde eines Tages mal nach einem Fußballspiel bei Nürnberg angesprochen von einem Mann, der sich als Sportmentor vorgestellt hat, von einer christlichen Sportorganisation, Sportler ruft Sportler, SRS heißen die das Thema ja, Glaube und Sport verbinden. Und ich war nicht abgeneigt, der hat mit mir recht schnell so auch über den Glauben gesprochen und ich kannte diese Organisation noch von früher, weil die immer so eine kleine Kickerbibel rausbringen, ja, so ein Neues Testament mit Fußballergeschichten, die erzählen, warum sie gläubig sind, warum es für sie mehr gibt im Leben als nur Geld, Anerkennung, berühmt sein und warum der Glaube an Jesus für sie wichtig ist. Und meine Mutter hat früher mal aus so einer Kickerbibel vorgelesen, ja, weil sie gläubig ist und gemerkt hat, wenn sie mir davon erzählt, das interessiert den Jungen überhaupt gar nicht. Aber die Fußballer, die der so cool findet, dann hört er vielleicht auch zu. Und ich bin, weil dieser Mann von dieser Organisation kam, dieser Sportmentor, eben ins Gespräch gekommen, war ganz offen. Wir sind zum Abendessen gegangen und er hat mir dort an dem Abend eben von Jesus erzählt, ja, dass er mich liebt, dass er eine Beziehung zu mir haben möchte, dass er in diese Welt gekommen ist, um für meine Schuld, für all das, wo ich nicht in Liebe meinem Nächsten gegenüber und Gott gegenüber gelebt habe, um dafür am Kreuz zu sterben und aufzuerstehen. Und
an dem Abend, obwohl ich das oft gehört habe, hat es mich ziemlich zum Nachdenken gebracht und auch so im Herzen berührt. Und ich habe dann angefangen, ja, das erste Mal so selber zu beten, mich auf die Suche zu begeben, weil einfach eine riesen Sehnsucht dahinter war und es mich unglaublich auch irgendwie im Herzen bewegt hat, herauszufinden, wer Jesus Christus wirklich war. Und ich gemerkt habe, dass diese Botschaft auch eine Relevanz für mein Leben irgendwo hat. Und gerade in dieser Zeit, ich war gerade mit 18 bei den Profis vom 1. FC Nürnberg, die ersten Male am Trainieren, damals noch erste Bundesliga, und habe dann da eine Einladung bekommen auf so einen Fußballergottesdienst durch diesen Mann, der mich da angesprochen hat damals nach dem Spiel. Und habe gehört, da kommen Spieler von Schalke 04, Borussia Dortmund, und der Prediger an diesem Abend war C. Roberto, ja, dieser brasilianische Nationalspieler, Bayern München, Real Madrid, Bayer Leverkusen, ein Topstar. Ich wollte immer werden wie der, und dementsprechend war ich natürlich sehr, sehr neugierig, was der jetzt so dort erzählt. Und ich bin dann dorthin gekommen zu diesem Sportler-Gottesdienst oder Fußballer-Gottesdienst, und die haben sich in irgendeinem Hotel getroffen. Es gab gutes Essen, Gemeinschaft, ein bisschen Musik, dicke Autos vor der Tür, wie man sich das vorstellt. Und dann irgendwann ist der C. Roberto aufgestanden, hat aus seinem Leben erzählt. Er hat so sinngemäß gesagt, ja, er weiß, als Fußballer kann man sich alles leisten, was man möchte. Einem stehen materiell alle Türen offen. Man kann jedes Vergnügen, jeden Spaß mitnehmen. Aber dann hat er die Frage gestellt, ob sie wirklich glücklich sind. Und da wurde ich hellhörig, weil ich habe immer so gedacht, ja, sowieso, wenn dein Kindheitsidol auf einmal vor dir steht, aber auch, weil ich immer so gedacht habe, wenn ich mal Profifußballer bin, dann habe ich alles. Dann komme ich klar, dann habe ich ein erfülltes, ein gutes Leben. Und jetzt waren da Spieler, die hatten das alles, und dementsprechend habe ich ganz genau zugehört. Und der C. Roberto, der hat dann gesagt, im Endeffekt bei aller kurzfristigen Freude, die das vielleicht auch bringt, oder Möglichkeiten, die das schafft, man merkt recht schnell, dass es dich nicht final in deinem Herzen zufriedenstellt und dir diese Erfüllung geben kann, das, was du dir vielleicht davon erhofft hast. Und dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir ohne was in die Welt gekommen sind, ja, als Baby, wir haben nichts mitgebracht, und genauso müssen wir irgendwann wieder gehen. Und die entscheidendere Frage ist, was bleibt am Ende dann noch übrig? Was kommt dann? Und er hat dann Jesus zitiert, so, der in Matthäus 16, 26 mal gesagt hat, was bringt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber am Ende seine Seele oder sein Leben verloren geht. So sinngemäß, wenn man alles erreicht, Karriere macht, Geld verdient, Vergnügen, Spaß, alles, wo man so denkt, oft auch als junger Mensch, das will ich mal, wenn ich das habe, dann. Selbst wenn du das erreichst, ohne zu sagen, dass das schlecht sein muss, aber wenn das alles im Leben ist und du dann merkst, dass du leer da stehst, was bringt es dir am Ende des Tages? Und das hat mich damals so unglaublich im Herzen berührt und zum Nachdenken gebracht. Ich habe da Bundesliga-Profis gesehen, ja, die ich aus dem Fernseher kannte, die Tränen in den Augen hatten. Und das war so ein Moment, den ich ja bis heute nicht vergessen habe und auch nie vergessen werde, was mich als junger Fußballer sehr, sehr geprägt hat. Und so hat C. Roberto mit seiner Geschichte, nicht nur, weil ich ihn sportlich immer super fand, sondern auch eben mit dieser Begegnung einen, ja, sehr, sehr wesentlichen Einfluss auch gehabt, dass ich so mit dem Glauben in Berührung gekommen bin. Ja, genau. Und jetzt bist du immer auch einmal in dieser Rolle eigentlich, dass du etwas vermittelst, da auch bei Fußballern, aber auch an Schulen sehr oft, oder Manu? Also da, wo sich die Gelegenheiten eben bieten, sozusagen da auch etwas von diesem äh, größeren Traum, dieser größeren Vision, und wo das am Ende hinführen kann, was wirklich zählt im Leben. So das habe ich mehrfach angetroffen, wenn ich es ein bisschen nach dir gegoogelt habe. Was zählt wirklich eben im Leben Genau, auch? das ist so irgendwo auch ein Thema, was mich beschäftigt, ja, wo ich immer wieder merke, so, dass der Mensch irgendwo auf der Suche ist, in allen möglichen Lebensbereichen auch sucht nach dem, ich sag mal, wahren Leben, nach Erfüllung, nach Glück. Und ich aber immer wieder auch merken durfte, gerade dass ja im Sport bei Menschen, die eigentlich da dann das alles so mehr oder weniger haben, dass es nicht die Antwort auf alle Fragen ist. Und irgendwann ist mir das auch so klar geworden, auch von der Bibel her, oder wo Jesus sagt oder wo Gott sagt, dass er die Ewigkeit in unser Herz gegeben hat. Und das ist für mich eigentlich völlig nachvollziehbar, dass das Ewige, was er in uns reingelegt hat, dass das nicht durch vergängliche Dinge final gestillt werden kann, sondern nur durch denjenigen, der selber ewig ist und der das Mhm. wahre Leben ist und der bleibt für immer. Und das war deshalb so ein Thema, ja auch in der Verbindung mit C. Roberto und meinem eigenen Lebenstraum, wo ich immer gedacht habe, Fußball ist so die eine Sache, die ich brauche, wie das Thema für mich sehr, sehr präsent geworden ist. Und wie du gesagt hast, mittlerweile darf ich viel an Schulen unterwegs sein. Wir haben
ja, da ein tolles Angebot für zum Beispiel den Religionsunterricht, wo wir einfach aus unserem Leben erzählen, wo es eine Live-Schaltung gibt per Videocall mit einem Bundesligaspieler, wo die Schüler mal ihre Fragen loswerden können zum Thema Fußball und Glaube. Und das macht mir sehr, sehr viel Freude. Aber es sind auch sonst auch Veranstaltungen und sonstigen Events, aber auch im Profifußball aktiv. Mhm. Wow. Ja, und natürlich eben stehen wir jetzt vor diesem Großanlass bei euch, die Europameisterschaft 24 in Deutschland. Und ihr habt da ein großes Videoprojekt speziell dafür gestartet, mit diesem Fußball mit Vision Thema. Und kannst du da ein bisschen genauer noch drauf eingehen? Was bietet ihr da konkret an? Ja, also wir haben ja über unsere Arbeit im Fußball, da wir alle aus dem Fußball kommen, da auch tolle Persönlichkeiten in unseren Reihen, die ja, die den Herrn lieben und die auch genau das erfahren haben, was ich gerade auch erzählt habe, ja, dass es echte Erfüllung und wahres Leben bei Jesus zu finden gibt. Und da jetzt die Europameisterschaft im eigenen Land ansteht und viele Leute Fußball schauen werden, auch eine gewisse Euphorie und Begeisterung auch hoffentlich entfacht wird. Wir müssen noch ein bisschen schauen, wie die Deutschen dann letzten Endes abschneiden. Aber viele Leute werden Fußball gucken und dann haben wir gedacht, es wäre eine coole Gelegenheit, dass wir Materialien zur Verfügung stellen für Gemeinden, für Jugendgruppen, aber auch Privatpersonen, die über den Fußball hinweg das Anliegen haben, Menschen mit etwas viel, viel Wichtigerem zu erreichen und eine Botschaft der Hoffnung auch weiterzugeben, die größer ist als jeder EM-Titel. Und wir haben ein paar Spieler gefragt, ob sie bereit wären, so Videozeugnisse aufzunehmen und haben da jetzt sozusagen unsere EM-11 zusammengestellt. Es sind Spieler dabei wie Felix Udokai vom FC Augsburg, Davy Selke vom 1. FC Köln, Felix Metscher von Borussia Dortmund, Max-Horst Lagrange von Wolfsburg, Eduard Löwen, St. Louis City, Enrico Valentini, Nürnberg und verschiedene Spieler, ja, die eben das Thema Profifußball und Glaube verbindet. Und diese Videos, die stellen wir kostenlos zur Verfügung auf unserer Homepage. Über YouTube kann man die abspielen bei Public Viewings oder privaten Fußballabenden, kann die Videos einspielen in der Halbzeit oder vor dem Spiel zum Beispiel. Und wir haben auch Autogrammkarten zur Verfügung gestellt, die man downloaden kann auf unserer Homepage mit einem QR-Code zu diesen jeweiligen Videos. Die kann man weiterschenken. Das ist eine super Gelegenheit. Kickerbibeln gibt es auch mit Zeugnissen von gläubigen Fußballspielern, die man bestellen kann und ein Andachtsbuch, das heißt You'll Never Walk Alone, also verschiedene Materialien, wo eben auch Andachten und Zeugnisse von unseren Spielern mit dabei sind und genau, wo die Gemeinden, Jugendgruppen oder einfach auch Christen, die dann Anliegen für haben, sich bedienen dürfen. Ja, genau. Und es ist ja schön, auch dass wir jetzt partnern durften in dieser Sache. Also wir haben auch in unserer Hope Schweiz Zeitung unter anderem darauf hingewiesen, auf euer Projekt und hatten ja da mehr mit dem David Kadel auch eine Story drin, wo ihr ja befreundet seid. Das ist ja alles ja auch sicher sehr, sehr familiär, dann stelle ich mir vor, unter diesen Fußballern, die eben das Herz haben auch für ja, Christus und ein Leben mit ihm zu leben in Nachfolge mit Jesus. Ja, genau. Also es ist eigentlich schon auch eine sehr eigene Welt, das Profifußballgeschäft. Und da wir das alle auch erfahren haben, ist da eine Verbindung da und gibt es natürlich auch immer wieder Überschneidungen. Und wir freuen uns sehr, dass ja das LiveNet auch mit am Start ist, da ihr das Anliegen auch teilt und wir da gemeinsam dann auch unterwegs sein dürfen. Absolut. Hey, du strahlst mega einfach eine Freude aus. Habe ich schon jetzt auch in diversen Videos gesehen, so dieses, auch diese Dankbarkeit, dass du jetzt so, nachdem es abrupt zu Ende ging mit 23,5, eben wie du sagst, so zack, mitten in den Jahren, wo eigentlich die Karriere erst richtig losgehen sollte, da kommt wenig irgendwo Reue oder Trauer mehr rüber. Ja, du hast da das ging schon zuerst, wahrscheinlich, recht, in ein Tal runter, nehme ich mal an. Manuel, kannst du uns da ein bisschen erzählen, wie das jetzt, ja, heute dir geht? Und ich weiß gar nicht, wie alt bist denn du überhaupt? Ich darf jetzt da schon mal so fragen, ne, oder? Ja, ja, ich bin jetzt 32 Ja, geworden, also immer noch im
theoretischen Fußballeralter. Mhm. Ähm, ja, es ist wie du sagst, ne? Natürlich war das am Anfang für mich sehr, sehr schwierig, wenn so ein Lebenstraum wegbricht und viel Frust, viel Enttäuschung, nicht zu wissen, wie es weitergeht, existenziell, das, was man immer machen wollte, bricht plötzlich weg. Aber es war auch eine wertvolle Schule im Nachhinein. Ja, dass die Dinge im Leben, die uns auch so wichtig sind, plötzlich wegbrechen können und dass man ein festes Fundament im Leben braucht. Und das durfte ich in Jesus finden, der ja gesagt hat, wer meine Worte hört und wer sie tut, der ist wie ein Mann, der auf festem Fundament baut. Und in dieser Phase durfte ich erleben, dass der Glaube was ist, was durchträgt und was wirklich auch einen Halt geben kann. Das Wissen, dass da ein Gott ist, der mich liebt, der einen Plan für mein Leben hat und der vor allen Dingen auch die Kontrolle hat. Und der auch in den Momenten oder aus den Dingen, die vielleicht für mich nicht so gelaufen sind, wie ich es mir erhofft habe, der da was Gutes am Ende des Tages draus machen kann. Und das darf ich heute einfach sehen. Ich kann im Glauben nach vorne schauen und darf rückwirkend jetzt auch sehen, meine ganze Geschichte, alles hat Gott vorbereitet in Freude und Leid, ja, dass ich heute das machen kann, was ich jetzt mache und was eine Aufgabe ist, die mir oftmals mehr Erfüllung gibt und mehr Freude, als ich das jemals als aktiver Sportler noch erlebt habe. Und von dem her bin ich einfach nur gespannt, was kommt. Kann auch dem Herrn dafür danken, auch wenn es natürlich nicht immer einfach war. Und auch sehen, dass er wirklich ja einen Plan damit auch verfolgt. Und in dem darf ich jetzt leben. Das, wozu ich im Endeffekt berufen bin, wozu er mich gemacht und geschaffen hat. Und das ist dann doch was sehr, sehr Schönes auch in diesem Vertrauen. Da gibt es einen Mhm. Vers aus Sprüche 3 Vers 5, wo es heißt, vertraue von Herzen auf den Herrn mehr als auf deinen Verstand. Und das war die Herausforderung natürlich damals. Aber dieser Vers ist mir immer wieder begegnet und hat mir Mut gegeben, auch wenn ich nicht alles verstehe und auch Frustration dabei war, weiterzugehen und die Hoffnung auf ihn zu setzen. Und dann heißt es im zweiten Teil, erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Und das durfte ich so erleben. Und dementsprechend, ja, bin ich einfach gespannt, was kommt. So schön. Hey, ja, und Manuel, ich meine, wir werden dann vielleicht zum Schluss noch so ein bisschen einfach einen Eindruck geben, was ist das genau, wenn ihr da Videos eben jetzt zur Verfügung stellt, wie wirkt das so, ein Zeugnis oder mehrere, ein Zusammenschnitt vielleicht von ein paar. Das haben wir noch gar nicht genau angeschaut miteinander, aber dass auch die Leute ein bisschen so riechen können, ah, okay, das ist damit gemeint, wenn ihr mit Fußball mit Vision jetzt eben diese ganzen Kanäle hoffentlich flutet, oder? Also hoffentlich werden sie geflutet mit diesen Zeugnisberichten, was eben Fußballer auch für einen Halt finden im Glauben. Und trotzdem, ich meine, unser Fokus ist klar dort, aber ich will doch auch noch ein bisschen über Fußball fachsimpeln, wenn wir so ein paar Tage vor EM stehen. Also ich meine, das kann ja nicht sein, dass wir da nicht über diese Nebensache, die schönste Nebensache der Welt, wie man manchmal sagt, auch noch ein bisschen sprechen. Also nimmt dich das noch immer voll rein, jetzt dich persönlich, oder denkst du, ja, nein, ich habe sowieso alle Hände voll zu tun, boah, dann läuft es halt dann einfach und naja, schauen wir mal. Also ich freue mich natürlich sehr auch jetzt auf die Europameisterschaft und die Leidenschaft für den Fußball, die ist immer noch geblieben. Ich genieße es sehr, die Spiele anzuschauen, alte Kollegen zu sehen, auch zu verfolgen und vor allem, wenn man mit den Spielern auch arbeitet und eine persönliche Beziehung hat, dann schaut man die Spiele auch nochmal anders und hofft natürlich, dass es für die Jungs, die man kennt, gut läuft. Ja, man weiß, was es drumherum auch oft mit sich bringt, was für ein Druck da auch dahinter ist, welche Ja. Herausforderungen der Profisportler auch hat. Deshalb ist es nicht immer mehr nur die reine Fanperspektive, sage ich mal. Aber ich gucke natürlich mit Leidenschaft gerne Fußball immer noch. Und die EM hat sicher ein paar gute Spiele bereit. Und da dann auch nochmal so eine Euphorie aufkommt, ja, das im eigenen Land. Und da glaube ich, kommt auch ein bisschen Fansein wieder zurück dann. Ja, ja, genau. Also hoffentlich holen wir entscheidende Punkte schon bei den anderen Gegnern, aber Deutschland, Schweiz schon auch speziell, wenn wir so als Nachbarn jetzt im großen Turnier aufeinandertreffen. Und das kommt bald. Definitiv. Also ein besonderes Spiel, glaube ich, für beide Nationen. Gerade so ein Nachbarschaftsduell. Und ja, sehr, sehr spannendes Spiel. Ich meine, die Schweiz hat auch eine gute Truppe, die zu jeder Zeit auch jeden schlagen können. Das ist uns schon auch bewusst. Und dementsprechend, ja, wird es auf jeden Fall ein spannendes Duell werden. Ja, definitiv. Im Moment bei euch wahrscheinlich der
Granit Xhaka auch in aller Munde, hä? War ja Ja, super Spieler, wirklich. Also Hut ja, ab. der große Transfer vom letzten Sommer, kann man sagen, hä? Für Genau. Bayer Leverkusen. Aber ja, jetzt genügend wieder gefachsimpelt. Ich denke, dass es höchstens ein Unentschieden gibt für uns Schweizer gegen euch. Also alles andere wage ich ehrlich gesagt gar nicht richtig zu träumen. Und dein Tipp? Mein Tipp, ja, es kommt ein bisschen drauf an. Will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke, dass Deutschland das 2-1 gewinnt. Alles klar. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass es auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung gibt. Dies hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen, deshalb sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank für eure finanzielle Unterstützung, mit der ihr es möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox gibt es weitere Angaben zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viele wertvolle Impulse mit diesem Video und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Und Manuel, du bist viel unterwegs, hast auch Einsätze als Pfarrer an Trauungen dann von Fußballern, oder? Gerade aktuell auch jetzt noch in dieser Zeit vor EM und einfach immer wieder viel Verschiedenes wahrscheinlich auf der Platte mit Einsätzen eben in den Schulen und so weiter. Also total spannendes Leben. Wie geht es eigentlich bei dir sonst privat noch? Oder wo lebst du? Was macht der Manu Bühler sonst noch? Ja, also die Arbeit nimmt natürlich gerade schon viel Platz ein. Das muss ich schon sagen. Ja, viel Reisen, viel auch auf der Straße, aber auch sehr, sehr schön, verschiedene vielfältige Aufgabenbereiche. Ansonsten privat, ja, ich werde im September, so Gott will, werde ich heiraten. Und Schön, ansonsten bin ich gratuliere. gern mit der Familie, ja, mit Freunden, gehe gern in die Natur und genieße dann auch die Zeit, mal ein bisschen weniger Trubel auch zu haben. Cool. Hey, war sehr schön, die ganze Zeit jetzt schon im Vorlauf zur Europameisterschaft ein bisschen mit euch in Kontakt zu sein und eben das auch mitzutragen als LiveNet, was ihr macht hier mit Fußball mit Vision. Finde ich großartig, wirklich. Und auch dein Einsatz, herzlichen Dank dafür. Und zum Schluss einfach jetzt, was würdest du uns jetzt servieren? Was kriegen wir noch zu sehen am Abschluss jetzt von unserem Talk? Aus euren vielen Ressourcen hier. Ja, also es gibt ein tolles Video beziehungsweise ein paar tolle Videos, in die man Einblicke bekommen kann und einfach auch einen Eindruck bekommt und ja auch schauen kann, wie man die dann auch einsetzen möchte, auch in seinem Umfeld und wie Gott das dann auch weiterführt und gebrauchen kann. Sehr cool. Herzlichen Dank. Ich wünsche Sehr dir gern. trotz viel Stress und viel sicher weiterhin Schweiß, der da fließen wird jetzt während EM, doch auch einfach viel Freude und Spaß beim Turnier genießen oder Fußball genießen. Danke, Manuel, Florian. Das danke wünsche ich dir. dir auch. Danke. Bis bald. Und Sehr gerne. damit Bis bald. schauen wir noch rein in diese paar Impressionen einfach von Fußball mit Vision. Den entsprechenden Kanal verlinken wir natürlich, wenn ihr noch mehr finden wollt, wie ihr das multiplizieren könnt über eure Kanäle, dann findet ihr im Videobeschrieb die entsprechenden Infos. It's corner. They haven't cleared it. Davy Selke's there to bundle it over the line. Makes it 1-0 to the visitors' goal. Hallo, ich bin Davy Selke und ich nehme euch rein in meine Geschichte. Der Glaube hat eigentlich bei mir schon immer eine Rolle gespielt, durch die Familie. Wir waren auch früher oft in der Kirche, aber dass ich so eine leibhaftige Beziehung zu Jesus habe, ist jetzt seit 2 Jahren so. Nach meiner Bekehrung in Berlin, weil bei mir immer, wie ich vorher auch gesagt habe, ich bin in relativ einfachen Verhältnissen aufgewachsen, habe eigentlich immer gedacht, die Erfüllung ist das Geld oder irgendwie materialistische Dinge. Und wenn man irgendwann mal sich ein bisschen was erarbeitet hat und sich das ein oder andere kaufen konnte, kommt man relativ schnell an den Punkt, dass man merkt, das erfüllt einen nicht. Und ich habe damals vor 2 Jahren dann meinen Onkel, Gott sei Dank, an meiner Seite gehabt, der mich immer wieder auch
in den Glauben, in die Richtung vom Glauben wieder gebracht hat, gab es einen Abend meiner Bekehrung, das war in Berlin, das weiß ich noch, wo ich das erste Mal auf den Knien auch gebetet habe und gesagt habe, Herr, ich bin nicht hundertprozentig glücklich, obwohl ich eigentlich alles, was ich damals gedacht habe und mir erfüllen konnte. Und ich will ihm mein Leben geben. Ja, es war ein extrem intensives Gebet und emotional auch. Und seitdem hat sich mein Leben eigentlich komplett verändert. Früher immer war es mir wichtig, gewisse materialistische Dinge immer zu zeigen. Ich besitze sie zwar immer noch, aber sie besitzen mich nicht. Früher habe ich mich dadurch definiert und mittlerweile definiere ich mich durch Jesus, dass ich zu ihm gehören darf und seinen Namen groß machen darf, und das erfüllt mir einfach mit Liebe und unfassbarem Stolz. Was ich jungen Menschen mitgeben würde, ist, dass sie für ihre Ziele und Träume alles tun sollen, aber sie sollen nicht hoffen, dass sie dadurch durch Reichtümer, durch materialistische Dinge irgendwie eine Erfüllung finden. Die Erfüllung ist meiner Meinung nach, kommt die nur von Jesus Christus. Jesus ist meine Nummer 1. Jesus ist mein erster Ratgeber. Jesus hat mir das größte Geschenk gegeben, was ich je bekommen habe oder je erhalten habe. So eine Gnade bei all dem, was man getan hat. Ist für uns am Kreuz gestorben, für unsere Sünden, und hat alles auf sich genommen, damit wir mit ihm in der Ewigkeit leben dürfen. Für mich ist Jesus alles.